Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma ekjran. Dankzij dat u van jou die radio aanhaast. En voor die wat op YouTube zijn, hebben een schöne tijd hier met ons. Ik zie Edward Giesbrecht en met mij heb ik mijn broer Robert hier. Welkom. We zijn hier bij onze mama en papa in huis in de spazierstoel hier in Sommerfeld, Paraguay. En we willen van jou over die leven reden, Robert. Kost u eenmaal zeggen, wer is Robert Giesbrecht? So, ik zie Robert Giesbrecht van Sommerfeld. Ik heb me bevriend met Nicole. We hebben 2 kinderen en we wonen in San Lorenzo van Asunción. Zie, dat is ganz dicht bij Asunción. Dat wordt Paraguay niet kennen. So, welkom in dit programma. We willen meer over die leven reden. En ik wil eenmaal weten willen, waar hast u mal naar God gevangen? Of waar hast u Jezus kennengelernt? So, ik heb Jezus kennengelernt durch mijn ouderen. Ze hebben voor mij gebeten. En ik heb Jezus aangenomen. En van 12 jaar en van jong op had ik den Wunsch, Jezus te dienen. Ik heb zeer gezegd in de Bibel, veel gelezen. En dan wist ik dat ik me uitmerken moest. En sie dan in de Bibelschule gegaan. Je hebt dan een gemeente gedient, maar dan van de eerste dag is het al een beetje anders in je leven. Du hast von dir eine andere Arbeit. Ich wollte einmal besser sagen, das heißt Capellania Hospitalaria in Spanisch. Robert wird mal davon reden von dir. Für die, die nicht weiter, was das bedeutet, auf Spanisch, das ist einfach so ein Prediger, was im Hospital ist, und die kranken Menschen du jährlich helfen. Das ist ungefähr, was deine Arbeit wird sein. Ja. So, wo kommst du nach dieser Arbeit? Worauf geht die daheim? So, Gott hat mich durchgerobt, indem dat man mich früher, als ich nicht eine Person begleiten will, das ist ein Schriew-Hospital, ein staatliches Hospital, und dann sehe ich dann durchgegangen, einmal oder zweimal den Weg, und dort wir kriegen eine Zeit, wo wir mit meiner Frau darüber beten, Gott wordt erst dat wat u wieder mal ans fest. En dan viel wieder dat we door zullen hangone Kapellanie schaffen. So, das sind einfach ein Hospital, was einfach durch ist, wo krebskranke Menschen sind, so? Ja. So nicht andere jeweilige Kranke. No. Okay. So, wo ist deine Arbeitsbereich? Irgendwann hat Gott die dann ganz volltätig daheim gerufen, nicht so? Ja. Und wo ist eine Arbeit mit diesen Menschen zu sein? So, ich habe sehr offene Dere durch. So, ich kann irgendwo in eine Stube gehen, wo Kranke sind. Und ich kann mich dann verstellen, ich stelle mich dann vor. Ich sehe Robert, ich sehe den Kapellan hier vom Hospital und kann ich die einmal hier besuchen. Und dann versuchen wir uns bekannt zu machen. Und vormals das erste Mal ist das vielleicht nicht so lang, ich bete, ich sehe dann mit den Frieden. Und wenn ich das kommt dann wirken so, dass ich dann auch dass ich die Patienten begleite da und noch einmal zum zweiten Mal, zum dritten Mal besiegt. Und wirken kommen du dann, erst du dann mehr Vertrauen und dann kommt du die Not raus. Und so kann ich dann für die Patienten durchsehen. Kommt das mal so wie, dass Patienten durch Jesus fingen, den Frieden von Jesus fingen im Hospital? Ja, ich will eine Begebenheit vertellen, die ist sehr besonders für mich. Ich ging in eine Stube und ich begrüßte die Frau, das war eine junge Frau. Und ich wusste, wo sie heißt, und ich begrüßte mit ihrem Namen. Und
En als ik zie dat ik kapellan ben, dan zegt ze dat is maar zo goed. Nou, waarom is dat dan zo goed, vraag ik? Nou, ik bruk Jezus. En dan vertelt ze van haar leven, ze had als in ihrer Schultijd had ze Jezus gezegd en ze had gedacht, ze wil Schule gaan en dan wil ze eine Erfüllung für ihr Leben finden. En dan deed ze nog wieder en dan studiert ze nog een Beruf und dat wir alles nicht dort. En nu is ze door krank en zij zei dat zij ihre 20-jarige dochter zweimal in abrazo, zweimal in een Umarmung gegeven had. En als ik dan kom, dan wist ik dat ik vom Heiligen Geist geschickt werd. Dat had ik euch reingemerkt. En ik wil langsam anfangen, aber zij wil von Jesus kennen leren. En zij leren Jesus kennen. En we hebben dan een anderes Mal ik voor ihr gebeten, met öl gesalbt. En ganz kurz nu für eine Weg traf ich ihn an. Und sie war ganz freundlich, ganz schaftig, dass Gott hat bei hier geholfen und bedankt sich sehr an mich. Und Gott, sie sieht, ihre Familie hat durch ihre ganze Familie, nicht bloß sie mit ihrer Tochter, sie hat ihre Tochter nu umarmen. En ook de ganze Familie, ihre Mann, ihre Geschwister, die weer verändert worden. En is het ook mal dat mensen gezond worden? Im Hospital? Ja. Okay, wo ist das dann? Zij wordt das laatste Fall wordt een van de Fall zijn. Wo sie nu noch einmal im Hospital kommt, sie muss noch eine OP machen. Einmal operieren und wat noch eine Sache abfixen. Und Gott hat ja gesund gemacht. Okay, Linda. So, wat me interessiert dabei ist, wo feilst du die oder was gehen in die Fälle für, wann Personen sterben? Wenn es im Hospital ist, dass mehrmal vielleicht eine Person mal stirbt, wann wieder das nicht ganz verstanden kann, was feilst du dann? Oder wo gehst du mit das an? Ja, das ist für mich nicht leicht. Und ich habe gesehen, indem ich andere begleite, Zeit und da, muss ich mein einer Tod konfrontieren. Und einmal erst durch keine Antwort. Und einmal verstehe ich auch nicht alles, woran. Mir haft das einmal schwander, fällt mir das schwander, einmal weniger. Und was mir hilft, ist zu verstehen, was es mein beraubt, für was braucht Gott mich durch. Und dann gibt er auch die Kraft, um dort zu verstehen. Und wo ist die Arbeit im Großen und Ganzen? Du sagst, das ist ein Krankenhaus von der Regierung, aber in der Stadtregierung, oder die Menschen, die Doktor und so, dass du dort tust? Ja, in all dieser Zeit, wo ich in diesen 3 Jahren, wo ich gewesen bin, habe ich mich viel auch mit den Nurse und den Doktors satt ich mich taub, oder ich trinke mal Therapie, oder ich mache mal Spaß mit ihnen. Und so sagen sie, was meine Arbeit ist. Und so tun sie mich auch immer weiter kranke, mir sagen, dass ich nicht mal den helfen will, oder janen. Und ich kann sehen, wo Gott auch die Doktors und Nurse braucht hat. Und wo der ein Hort für die Lied hat. Sie, das ist, ich stelle mich für nicht eine sehr leichte Arbeit, was das ist, aber das ist neidig, dass wir das als Christen, als Kinder Gottes tun, und ich freue mich für die, dass
dass du Gott gehorcht hast in dort, was er dir geschickt hat, getan. So, abschließend, wirst du uns noch was wird mitteilen können? Ja, ich möchte die lieber hier reden. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist du mit Kranken. Vielleicht wird das in einem Moment andere Arbeit sein. Aber du, wo wir sind, du sei wie Licht und Salz. Und wenn wir irgendwo sind, dann wird eine Stadt verändert. Und so möchte ich die Mut merken, du, wo du bist, du siehst dort Salz und du siehst dort Licht. Und dass die Menschen dort viele kennen, du bist ein Leib von Gott. Und dann haben wir von geredet, wir wollen einen Vers mitteilen. Der ist in Epheser 3, Vers 20, und der sagt so: Dem, der durch seine Kraft viel mehr in uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können. So, seine Kraft kann viel mehr tun, als wir denken oder verstehen können. Es ist dort nicht wunderbar. So, vielen Dank, Robert, für das hier mitmachen. Ja. Mag Gott die auch sehen in dein Leben, in deine Arbeit ganz besonders. Auch deine Früh, wenn sie du mit die mitgehen wird, wenn du mal schwere Tage in der Arbeit hast. Und dort wünsche ich dich auch vom Herzen, was immer du das, das Robert sagt, sie ein Salz und ein Licht, und dort du kannst verändern sein. Gott sehen für dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.